Ich bin überwältigt von dir. Wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, tut es gut, zurückzuschauen, immer wieder auf das, was man erlebt hat mit Gott. Dass man aus tiefstem Herzen singen kann, ich bin überwältigt. Als ich gewusst habe, ich darf heute predigen, also Dabrina ist nicht sie hätte im klassischen Gottesdienst predigt. Der Micha hätte da im modernen Gottesdienst predigt. Er hustet recht viel, hat einen negativen Corona-Test, aber wir haben gesagt, wir gehen auf Nummer sicher. Wir haben ja den Vorteil, 4 Pastoren zu haben. Das ist ja wirklich gewaltig, das hat nicht jede gemeint. Und so, wo klar war, dass ich heute Morgen predigen darf, habe ich gedacht, ich würde gerne einmal über eine von meinen Lieblingsgeschichten aus der Bibel predigen. Und die Geschichte werde ich euch heute am Morgen immer Stück um Stück vorlesen. Und für mich geht es da eben auch um das, ich bin überwältigt von dir. Überwältigt von dem, was ich mit dir erlebe. Das Thema heißt Halt in stürmischen Zeiten. Und ich werde euch gerade den Anfang vorlesen. In der Bibel ist die Überschrift ganz unterschiedlich gesetzt. Ich tue die jetzt auch noch gar nicht erwähnen, dass ihr nicht gerade schon ahnt, um was es geht, aber wahrscheinlich kommt es relativ bald. Das steht in Matthäus 14, ab dem Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger, und habt ihr gut zugelassen. Jesus drängte die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Es ist spannend, was da passiert. Ich habe so ein paar Unterüberschriften. Die erste kalte, mitten im Aufbruch. Das gibt Halt. Mitten im Aufbruch, ihr habt gerade, ich habe es extra betont, Jesus hat seine Freunde drängt. Manchmal stellen wir uns Jesus nur lieb vor. Oder ist doch ein lieber Mann gewesen. Aber in dem Moment wird er uns nicht vorgestellt, wo er sagt, also liebe Jünger, ich würde euch vorschlagen und im Fall, es wäre gut und wenn ihr, nein, er hat sie drängt. Das heißt, jetzt gönnt ihr. Hopp, Schluss jetzt, ihr gönnt. Also er hat recht bestimmt, er hat gewusst, was er will und hat sie, in anderer Stelle heißt, Jesus treibt seine Jünger an. Was ist die Situation von den Freunden, von den Jüngern, die da zusammen sind? Und ich kann mir vorstellen, wo ich mir 2 Personen so ein bisschen angeschaut habe, der Johannes, einer von den Jüngsten, der Petrus, einer, der recht immer im Vordergrund war. Wenn die sich so unterhalten hätten in dem Moment, die hätten wahrscheinlich gesagt, hey, ich komme nicht mehr draus. Jetzt bin ich doch gerade noch begeistert von Jesus. Überwältigt von Jesus. Begeistert, weil ich erlebt habe, wie er Kranke heilt, wie er 5000 Männer und noch Frauen und Kinder dazu satt macht. Und jetzt geht Jesus so mit uns um. Er treibt uns einfach weg. Ich könnte mir vorstellen, dass die denken, ich begreife es nicht. Was soll das? Und warum kommt er nicht mit? Sonst ist er doch immer bei uns. Und es ist gut, wenn wir uns anschauen, warum Jesus mit seinen Freunden so umgeht. Was ist eigentlich passiert im Vorfeld? Es hat einen Verwandten gegeben von Jesus, der Johannes der Täufer, der ist hingerichtet worden. Völlig unschöne Geschichte. Er ist hingerichtet worden, Jesus erfährt und die Nachricht trifft Jesus mitten ins Herz. Nicht nur, weil er verwandt war mit dem Johannes, sondern weil der Johannes der Täufer auch sein Wegbereiter war. Er ist von Gott eingesetzt, um den Weg vom Sohn Gottes auf dieser Erde auszubreiten, vorzubereiten. Die Leute darauf aufmerksam machen, dass nur einer mehr kommt. Und Jesus muss das enorm geschmerzt haben und er sucht Einsamkeit. Er ist in dem Moment mit seinen Jüngern
ins Boot gestiegen, weil ganz viele Leute rum sind, ist aufs andere Ufer gefahren. Wer das See Genezareth kennt, das ist eine weite Strecke. Und die Leute haben nichts Besseres gewusst, weil sie sind ja so begeistert von Jesus, was er alles tut, und sind um den See herumgelaufen und haben ihn da schon wieder erwartet, wie Jesus mit den Freunden im Boot ankommt. Und wir lesen bei dieser Geschichte, die dann kommt, dass Jesus sich gleich Zeit nimmt. Ihn hat es geschmerzt, dass es so viele Kranke gibt. Und er hat sie geheilt. Er hat die 5000 satt gemacht. Es heisst, sie jammerten ihn. Er hat aber in dem Moment, wo er Brot verteilt hat und die Leute haben nicht gecheckt, dass er Gottes Sohn ist. Sie haben nur gemerkt, wow, der kann Brot vermehren. Den machen wir zum König. Das ist unser Brotkönig. Jesus hat nicht wollen, dass sie angesteckt werden durch die Meinung im Volk und er selber hat Ruhe gebraucht und aus dem Grund hat er so bestimmt zu seinen Freunden gesagt, geht ins Boot. Und für die Jünger ist das sicher nicht einfach gewesen. Wenn Jesus sagt, geh weg. Ohne mich, geht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in dem Moment Jesus nicht verstanden haben. Vielleicht gibt es auch bei dir Momente, wo du denkst, warum Jesus? Warum jetzt so? Ich check's nicht. Aber die Jünger sind ins Boot gestiegen und sind dann ganz allein auf dem See, ohne ihren geliebten Meister. Glaube heißt Vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Glaube heißt Vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Das gibt Halt. Und ich lese weiter in dieser Geschichte, wie es weitergeht. Aber im Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See. Die Jünger, jetzt die Freunde, die 12 miteinander unterwegs auf dem See. Und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. So wie die Geschichte, die viele von uns eigentlich kennen. Und der zweite Punkt, den ich habe, gehalten in der Sturmnacht vom Leben. Wenn wir uns den See Genezareth, ich bin jetzt schon zweimal in meinem Leben, habe ich dort stehen und habe leider das nicht erlebt, aber ich habe mir sagen lassen, das gibt es heute noch. Beim See Genezareth hat es ja ein paar, die Israelis sagen Berg, ein Schweizer würde sagen, sondern ein paar Höcker. Das sind keine Berge dort für einen Schweizer. Ist vielleicht ein Tagesausflug oder was. Wenn von dort, der See liegt so ein bisschen im Tal, wenn von dort, von den Berg runter, der Wind kommt, dann rauscht er dort runter, wird immer schneller und tut der See aufpeitschen. Das ist bekannt gewesen damals und das ist bekannt heute. Das kann recht unangenehm werden auf dem See. Wenn er friedlich ist, schaut man da hin und denkt, was haben die denn rum? Aber das kann sehr unangenehm werden, weil es große Stürme kann geben. Vielleicht nicht so stark wie so Killerwellen zu Asien, wo man auch schon in den Medien gehört hat, aber so, dass man Probleme überkommt, dass es heftig wird. Ich könnte mir so vorstellen, wenn die Freunde da im Boot zusammen waren, hat sicher der Petrus gesagt, ja, das ist doch kein Problem. Ich bin das gewohnt. Der Petrus ist jede Nacht früher auf dem See gewesen, weil sein Beruf war, er ist Fischer gewesen. Er hat eine eigene Fischerei. Was ist denn das Problem? Und hat vielleicht die Jüngeren unter ihnen, wo es nicht ganz so gewohnt sind, ein bisschen beruhigt. Hey, wenn das ein bisschen schwankt und alles, macht nichts. Wir überleben das. Kommt alles gut. Ich kenne mich aus. Der Petrus beruhigt sicher seine Freunde. Und dann kommt einem in den Sinn und er sagt, ey, eigentlich sind wir alle doch schon mal zusammen gewesen. Da auf dem See Genezareth im Boot, wir haben schon mal so einen Sturm erlebt. Das ist heftig gewesen. Aber einer meint, ja, aber dort mal ist Jesus mit dabei gewesen.
Er hat zwar am Anfang geschlafen, wir haben ihn aber aufgeweckt und er hat den Sturm gestillt. Und jetzt? Wo ist er? Er ist nicht da. Vielleicht kommt dir manchmal auch in deinem Leben, in deinem Lebensboot so in den Sinn, ja, ich habe eigentlich schon positive Erfahrungen mit Jesus gemacht. Ich habe Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt, seine Allmacht erlebt, seine Kraft erlebt. Aber jetzt habe ich den Eindruck, er ist nicht um. Was soll das? Ich fühle mich allein. Und Jesus scheint sehr weit weg zu sein. Vielleicht kennst du das Gefühl. Und ich sage ganz bewusst, Gefühl, nicht Tatsache. Sondern Gefühl, Jesus scheint weit weg zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, in dem Moment, wo ihnen das Gefühl aufkommt und der Satz wieder in Erinnerung kommt, wo Jesus sagt, geht weg, fühlen sie sich extrem einsam. Was machen wir jetzt ohne Jesus? Und er hat uns einfach so weggeschickt. Und jetzt fällt trotz dem Auftrag, dass Jesus gesagt hat, geht, fällt der Auftrag eben und Glaube an Jesus extrem schwer. Sie sehen ihn nicht. Ich sehe Jesus nicht und soll doch Glauben haben. Einige Zeit später sagt Jesus zum Thomas, in Johannes 20, Vers 29, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Irgendwann sollte für die Jünger die Zeit kommen, in der Jesus nicht mehr sichtbar unter ihnen ist. Und die Verheißung von Jesus ist dann gleich da gewesen. Ich bin bei euch. Ich bin da. Seine Zusage gilt bis heute, wo wir im Matthäus-Evangelium lesen. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also ich bin bei dir. Ob du das Gefühl hast, ich bin in der Nähe oder nicht, ich bin bei dir. Auch wenn du mich nicht siehst. Glauben heisst darum auch Vertrauen darauf, dass er bei mir ist. Und das gibt Halt. Vertrauen darauf, dass er bei mir ist, auch wenn ich es nicht sehe. Wenn ich den Eindruck habe, er ist weit weg. Die Zeit der Jünger, bei uns ist es immer spannend, wenn wir die Bibel lesen, wir haben das vielleicht in 1-2 Minuten durchgelesen. Und das ist geht ganz schnell. Wir müssen uns bewusst sein, die Jünger sind nicht nur die eine Minute auf dem See gewesen und haben Angst gehabt. Das ist eine Weile gegangen. Wenn wir die biblischen Texte anschauen, es hat immer wieder dort mal, ist die Nacht in Nachtwache eingeteilt worden. Es hat 4 Nachtwachen gegeben. Die erste hat auch Nachtwache geheißen. Der Abend ist von einem 6 bis um 9 Uhr am Abend gegangen. Mitternacht ist von um 9 Uhr bis wirklich Mitternacht bis um 0 Uhr gegangen. Das nächste hat Hahnenschrei geheißen, von Mitternacht von 0 Uhr bis 3 Uhr. Und dann von 3 bis 6 hat man es Morgen genannt. Und wenn du den Bibeltext anschaust, dann sind sie in dieser Nachtwache Abend bis zum Morgen unterwegs gewesen. Am Abend sind sie losgefahren. Was ist das? Das ist nicht meine Batterie, oder? Gut. Hört man mich noch? Ist gut. Keine Ahnung. Am Abend sind sie losgefahren. Sicher sind sie schon mindestens 6 Stunden unterwegs gewesen. Und es merken wir lesen das in 1 Minute durch, aber 6 Stunden sind die auf dem See und haben Schiss in der Hose. Weil sie auf der einen Seite merken, ja eigentlich kennen wir das, aber damals ist Jesus nicht dabei.
Sie sind unterwegs und haben 6 Stunden lang vermutlich um Leben und Tod gerungen. Und manchmal lässt Jesus auf sich warten, ja. Manchmal bist du vielleicht in einem Sturm drin und denkst, er könnte doch jetzt sofort, warum tut er es nicht? Manchmal lässt Jesus auf sich warten, aber er hat alles im Griff. Ich kann eine geistliche Abenteuerreise, eine geistliche Erfahrung eben nicht wie so eine Abenteuerreise buchen. Da könnte ich sagen, hey, wenn es mir zu spannend wird, höre ich auf. Gehe ich wieder heim in meine warme Stube. Ich kann nicht sagen, dann, wenn es unangenehm wird, höre ich auf. Und im Leben können wir das ja auch nicht. Wir haben nicht die Verheißung, dass mehr von der Zeit immer glatt wird sein und windstill ist. Ich habe selber erlebt in meinem Leben, dass Stürme kommen können. Du hast das vielleicht auch schon, hast für dich Sachen im Kopf, wo du weißt, da hat es recht heftig gerebelt. Vielleicht bist du im Moment in so einer Phase, wo du den Eindruck hast, Jesus ist weit weg und bei mir stürmt es. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, Menschen, die frisch zum Glauben kommen, auch junge Menschen im Glauben, zu sagen, dass der Weg mit Jesus auch tiefe Erfahrungen mit einschließt. Es geht nicht immer nur im Weg mit Jesus, immer nur um Halleluja und Highlight und alles nur. Nein, es kann sein, im Leben mit Jesus erlebe ich tiefe Zeiten. Haben wir den Mut auch zu sagen, dass es reife Prozesse beinhaltet, die schmerzhaft sein können. Da kann es sein, dass Jesus etwas in mir bewirken will, mich verändern will, aber das ist gar nicht so angenehm. Das tut mir vielleicht sogar weh. Und haben wir den Mut zu sagen, dass solche Gebotserfahrungen wie die Jünger nur darum weiterbringen, weil sie mit einer persönlichen Krise verbunden sind. Manchmal musst du durch eine persönliche Krise durch, um noch mehr von Gott zu erfahren. Um noch mehr überwältigt zu sein von ihm und seiner Größe und seiner Macht. Ich lese in unserer Begebenheit weiter, ab dem Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo die da am Morgen, frühen Morgen unterwegs sind, da ist manchmal am See Genezareth auch noch recht neblig, da sieht man vielleicht das andere Ufer gar nicht und weiß gar nicht, in welche Richtung das es geht. Die Jünger haben Angst vor dem Wind, den Wellen, was da alles passiert, das Boot hin und her. Sie merken, Jesus ist nicht da, wir sind völlig allein, sie haben Todesangst. Kannst du dich drin hineinversetzen, in dem Moment, Nacht, Todesangst, neblig, und dann sieht der eine etwas. Ah! Das ist. Und ihr müsst wissen, dort mal, und ich hoffe, es ist ein bisschen durch Mach und Bein gegangen, weil denen ist so gegangen. Hey, das ist nicht einfach, oh ja, da kam ein Gespenst. Hey, was ist da? Und ihr müsst wissen, in damaliger Zeit hat sich umgesprochen, dass so Gespenster kommen in der Nacht und die Boot in die Tiefe senken. Das war ihnen im Kopf gewesen.
Jetzt geht es um Leben und Tod. Jetzt kommt da so ein Gespenst und zieht uns in die Tiefe. Wir leben nicht mehr lang. Sie sind eigentlich gelähmt vor Panik. Bis einer merkt, ey, sind wir mal schnell leislich. Ich höre etwas. Und er hört eine Stimme, die ihm vertraut vorkommt. In der Bibel heißt, meine Schafe hören meine Stimme und sie erkennen mich. In dieser absoluten Notsituation hören sie eine Stimme, die ihnen vertraut, bekannt vorkommt, wo sie eigentlich jeden Tag hören. Und es tut gut, die Stimme von Jesus zu hören und zu lernen, die Stimme zu erkennen. Im guten Alltag, dass du, wenn du in eine Notsituation hineinkommst, merkst, oh nein, ich höre seine Stimme. Und Jesus sagt, ich bin's. Ja, wie ich bin's, das Gespenst redet. Nein, Jesus sagt, ich bin's, und das hat sie erinnert an das, was Jesus immer wieder gesagt hat. Er hat immer wieder die sogenannte Ich Bin-Worte gesagt. Zusammenfassend könnte man die Ich Bin-Worte mit Johannes 10,10 beschreiben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. In dem Ich Bin's, wo Jesus sagt, ich bin's, da steckt die ganze Fülle drin. Nicht nur, dass sie merken, aha, oh, es ist kein Gespenst, es ist Jesus. Nein, für sie hat es viel mehr bedeutet. Sie haben gewusst, bei Jesus ist alles vorhanden. Alles, was ich brauche und noch viel mehr. Und eigentlich, wenn er sagt, ich bin's und er ist da, muss ich ja eigentlich auch keine Angst haben. Der Petrus freut sich und jubelt und sagt, hey, Jesus, am liebsten würde ich jetzt bei dir sein. Darf ich auf dem Wasser zu dir kommen? Und das Spannende ist, ich habe definitiv nicht den Eindruck, dass der Petrus jetzt auf seiner Abenteuerreise noch ein weiteres Highlight wird abhökeln. Auf dem Wasser laufen. Ha! So stark, muss ich auch erlebt haben. Ich glaube, um das ist es nicht gegangen. Er hat gemerkt, das ist Jesus, und er hat wollen in die Nähe von Jesus und hat gesagt, Jesus, darf ich zu dir kommen? Und Jesus hat seine Hände aufgemacht und hat gesagt, Petrus, komm. Wenn du mir vertraust, dann komm. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, ja, was ist jetzt wieder in den Petrus gefahren? Der ist ja immer wieder zuvorderst drin, macht irgendwelche Sachen, und jetzt wird der da auch noch auf dem Wasser laufen. Wie bitte ist der übergeschnappt? Was bildet der sich ein? Von Jesus haben sie wie geahnt, ja, das könnte Gottes Sohn sein. Und sie haben schon viel erlebt, wo Jesus kam. Aber Petrus, man kann es als Übermut verstehen, aber ich glaube, wir kommen dieser Sache näher, wenn wir dahinter den Wunsch verspüren, die große Sehnsucht nach Gewissheit und nach Nähe von Jesus. Wenn du das tatsächlich bist, dann ruf mich zu dir. Dann will ich zu dir kommen. Lass mich auf dem Wasser gehen. In den Stürmen vom Leben will ich näher bei Jesus sein. Und Jesus hat seine Arme aufgestreckt und hat gesagt, komm, wenn du mir vertraust, Petrus, dann komm. Ich habe mir versucht, das irgendwie bildlich vorzustellen, wie das muss sein. Du bist da in einem wackeligen Boot. Und dann sagt Jesus, du darfst kommen, das Wasser ist am Wackeln und du musst jetzt erst mal irgendwie, also wie macht man so etwas? Und ich habe gedacht, ich hätte mich sicher zuerst mal am Boot festgehalten und mal so leicht versucht, wie mal dreht. Und als er gemerkt hat, es dreht, hat er den zweiten dazugenommen und hat das Boot immer noch in der Hand gehabt. Eine gewisse Sicherheit. Aber um auf Jesus zuzugehen, hat er sein Bekannte, das, was er als Fischer
jede Nacht kennt hat, das Boot, wo er sich eigentlich sicher gefühlt hat, hätte er müssen loslassen, um zu Jesus zu gehen. Und der Petrus hat ja noch nicht gewusst, wie die Begebenheit ausgeht. Wir denken manchmal so schnell darüber hinweg, über die Geschichte und können uns wenig hineinversetzen, was er in dem Moment muss gefühlt haben. Hey, ich lade meinen letzten Anker lade ich los. Wenn ich das Boot jetzt weg habe, habe ich nichts mehr selber in der Hand. Und wir wollen doch so gern alles selber in der Hand haben, oder? Wir lieben das. Also zuerst einmal loslassen. Glauben heisst loslassen. Und das gibt Halt. Was muss ich loslassen, wenn ich mich ganz auf Jesus einlassen will? Was musst du loslassen, um dich komplett auf Jesus einzulassen? Gibt es etwas in deinem Leben, in deinem Alltag, wo du eigentlich als Sicherheit festheben und denkst, wenn ich das nicht loslasse, bin ich verloren. Wenn ich das loslasse, bin ich verloren. Lass los und lade dich auf Jesus ein. Loslassen kann sein, heisst Abschied nehmen. Von Träumen, von Wünschen, von Lebensvorstellungen, von Lebensplänen. Lebenspläne, die mich vielleicht hindern, näher an Jesus zu kommen. Glaube an Jesus heisst, dass ich auch da vorwärts muss gehen, wo ich nichts sehe. Wo ich noch nicht weiss, wie das es wird ausgehen. Der Glaube, wo Jesus da erwartet, der sieht von sich selber weg auf die Möglichkeiten von Gott. Auf die unbegrenzten Möglichkeiten von Gott. Und genau das fällt uns ja so schwer. Bei uns kommt dann immer so schnell das Aber ich kann das doch nicht. Aber wie soll das gehen? Aber ich kenne den Ausgang noch nicht. Aber Glaube heißt zu Jesus gehen. Und das gibt Halt. Jetzt ein weiterer Abschnitt aus dieser Begebenheit. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Und mein letzter Punkt heißt, Kalte im Wagnis vom Glauben. Das Spannende ist ja, obwohl er in dem Boot schon recht viel mit den Wellen zu tun hatte, in dem Moment, wo Jesus ihn gerufen hat, hat er offenbar die Wellen gar nicht so groß im Blick gehabt. Er hat sich gefreut, dass Jesus ihn ruft, dass er zu Jesus darf gehen, und er achtet wie nicht drauf. Manchmal fangen wir ganz mutig im Blick auf Gott irgendetwas an. Wir starten mutig. Und dann sehen wir aber auf die Umstände, die auf uns herum sind. Dann sieht er den Sturm, die hohe Welle, was für eine Wucht das ist. Wasser hat so eine Kraft. Das werde ich niemals überleben. Warum habe ich meine Sicherheit hinter mir gelassen? Warum habe ich das Boot losgelassen? Das schaffe ich doch nie. Und ja, er hat recht. Er schafft das nie. Was unser Glaube immer wieder schwinden lässt und schwach werden lässt, sind die Umstände, sind die Probleme und Schwierigkeiten von dieser Welt. Das mag auf den Blick auf unsere angespannte gesundheitliche Situation sein. Im Blick auf eine spannungsvolle Familiensituation. Im Blick auf angespannte Kontosituation oder auf angespannte Mitarbeitersituation. Und jetzt ist wichtig, dass wir sehen, der Glaube ignoriert die Gegebenheiten nicht. Es geht nicht darum zu sagen,
alles um mich herum, ach, das gibt's gar nicht. Nein, das gibt's. Das existiert. Wenn wir das verleugnen, wäre das schwärmerisch. Der Glaube nimmt das wahr, aber der Glaube fixiert sich nicht auf die Sachen. Ja, um uns herum ist Corona. Richtig. Akzeptieren wir, sehen wir, realisieren wir. Aber der Glaube fixiert sich nicht auf die äußeren Umstände, sondern fixiert sich auf Jesus. Der Glaube nimmt wahr, ignoriert nicht, aber fixiert sich nicht auf die äußeren Umstände. Das ist ähnlich wie bei dieser Geschichte von diesen Kundschafter. Israel hat Kundschafter ausgesandt, um eine Stadt einzunehmen, um ein Land einzunehmen. Und die Geschichte hat viele Anklänge eben an genau die Kundschaftergeschichte aus dem 4. Buch Mose. Als die Kundschafter das Land Kanaan gesehen haben, das wird beschrieben, dass Milch und Honig geflossen sind, also überfließend, da ist ihr Herz weit und mutig geworden. Wow, so genial, was es dort hat. Aber als sie dann die Riesen sehen, die in dem Land leben, da wird ihr Glaube ganz klein. Zuerst begeistert, wow, das Land hat uns Gott verheißen. Wir können in das Land gehen, Kanaan, Milch und Honig. Oh, was sind das für Typen? So groß, so stark, das schaffen wir nie. Da werden Kräfteverhältnisse kalkuliert und Siegeschancen prognostiziert. Und plötzlich stehen sie wieder in den Umständen, stehen die Umstände im Fokus der Aufmerksamkeit. Und ich kann euch sagen, wenn wir die Umstände um uns herum fixieren und die maßgebend sind, dann haben wir verloren. Allein 2 Leute in dieser Geschichte von der Kundschafter, der Josua und der Kaleb, die richten ihren Blick nicht auf die bedrohlichen Umstände, sondern auf Gott. Er hat es gesagt und er ist stärker, er ist grösser. Sie haben den Blick auf etwas anderes gerichtet. Und es ist spannend, früher bin ich als Kindermissionar unterwegs gewesen, und wenn ich die Geschichte Kind erzählt habe, einmal habe ich offenbar die Spannung ein bisschen zu groß werden lassen und die Kinder haben mitgefiebert, wie der Petrus am Untergehen ist im Wasser, und es ist dramatisch geworden und ein Kind hat sich rausgeplatzt und gesagt, jetzt soll er doch endlich auf Jesus schauen. Endlich auf Jesus schauen. Und das Kind hat es begriffen, weil es die Geschichte kennt hat. Aber wir sollen das auch in unserem Leben begreifen. Wir sollen nicht auf die Umstände uns bedrücken lassen, sondern wir sollen auf Jesus schauen. Was sein Glaube im wortwörtlichen Sinn absaufen hat lassen, ist der Blick auf die Umstände, auf Wind und Wellen. Und vielleicht heißt es heute auf Corona oder anders. Auf deine Lebensumstände. Petrus ist noch gefangen von dem, was ihn umgeben hat. Er hat den Blick auf Jesus verloren. Und erinnern wir uns, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, komm. Komm. Petrus, komm. Wenn du mir vertraust, dann komm. Und sein Vertrauen ist klein geworden. Und aus letzter Kraft schreit er, während er untergegangen ist, Jesus, bitte hilf mir. Und wahrscheinlich auch aus völliger Verzweiflung, ich weiß nicht, wenn du am Untergehen bist, ob du da irgendwie, du Jesus, bitte. Nein, Jesus, bitte hilf mir. Wenn du in Lebensumständen bist, wo schwierig sind, wo du den Eindruck hast, du bist am Untergehen, ruf einfach. Er hört dich. Ruf zu Jesus. Und wisst ihr, ich finde das Spannende an dieser Geschichte. Petrus hat so laut gerufen, weil er Angst hatte, weil er nicht mehr weiter gewusst hat. Er war kurz vorm Absaufen.
aber eigentlich hätte er gar nicht so laut müssen rufen, denn Jesus ist schon neben ihm gestanden und hat die Hand ausgestreckt. Jesus ist schon da gewesen. Er hätte ihn ab diesen Umständen gar nicht mehr wahrgenommen. Er hätte nur noch die Hand müssen ergreifen und Jesus hat ihn sicher aus dem Wasser gezogen und mit ins Boot genommen. Glaube heißt auf Jesus sehen und seine Hand zu erfassen. Das gibt Halt. Wenn wir uns in unserem Glauben an Jesus in einen Sog von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Kalkulationen hineinziehen lassen, dann saufen wir ab. Da, wo wir mit unseren eigenen Augen sehen und mit unseren Sinnen berechnen können, ist niemals die letzte Wirklichkeit Gottes. Gottes Wirklichkeit ist mit unserem natürlichen Sinn nicht zu greifen, nicht zu ergreifen und schon gar nicht erst zu berechnen. Gibt eine Wahrscheinlichkeitsprognose oder Theorien nicht das Rederecht, nicht das letzte Wort. Gott hat alles im Griff. Er hat das letzte Wort auf dieser Erde. Der Glaube erschöpft sich niemals an dem, was für Menschen möglich oder unmöglich erscheint. Und wenn unser Glaube sich darin erschöpft, dann ist er erschöpft. In Hebräer 12,2 lesen wir, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wer auf Jesus schaut, wird nicht untergehen. Und Jesus steht da, neben dir in deiner Situation und sagt dir, Vreni, Kurt, ich bin da. Und er streckt seine Hand aus und sagt, komm. Wenn du mir vertraust, dann komm. Lade dich auf mich ein, sagt dir Jesus. Leg deinen Zweifel beiseite, schau auf mich. Ich habe letztens von einem bekannten Evangelist, Beat Apri, einen Spruch gelesen, den ich auch sehr spannend gefunden habe. Er hat gesagt, vorbehaltlos, Jesus zu vertrauen, ist der Schlüssel zu seinem Wirken. Vorbehaltlos, Jesus zu vertrauen, ist der Schlüssel zu seinem Wirken. Und dann lesen wir der letzte Abschnitt aus der Geschichte. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Zurück in dem Boot haben sie erkannt, wer Jesus wirklich ist. Gottes Sohn. Sie haben das nur erlebt in dem Moment, weil sie sich eingeladen haben auf Jesus, weil sie eine Erfahrung gemacht haben mit Jesus. Und manchmal heisst es vielleicht auch in deinem Leben, loslassen, auf Jesus zugehen. Und wenn du denkst, ich habe den Alltag nicht mehr im Griff, ich versaufe, dann ruft sie ihm und realisiert, dass er schon längst da ist und dir gern hilft. Und dann noch so eine Erfahrung zu erleben, Gott, dich gibt es wirklich. Jesus, du lebst, du bist der lebendige Sohn Gottes. In dem Boot, stelle ich mir vor, hat es sicher dann wie so eine kleine Anbetungszeit gegeben, vielleicht nicht mit Liedern. Aber sie haben Jesus gelobt. Sie haben Gott arbeitet. Es war ein Bekenntnis. Wenn du in stürmischen Zeiten bist, was gibt Halt? Glaube heisst Vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Vertrauen, auch wenn ich nicht sehe. Glaube heisst loslassen, zu Jesus gehen und auf Jesus schauen. Das gibt Halt. Und ich wünsche dir, dass du das im Leben darfst erfahren, wenn du dich ganz auf Jesus einlässt, dass du der Halt, der einzige Halt, wo dir wirklich Sicherheit geben kann, dass du das erlebst. Und jetzt wollen wir miteinander in so eine Anbetungszeit gehen. Wir wollen ihn loben.
Wir werden singen King of Kings, König von den Königen. Die Jünger haben gemerkt, Jesus hat alle Macht. Auch wenn ich es nicht mehr im Griff habe, er hat es im Griff. Er ist sogar König über die Könige von dieser Welt, über die es Sagen haben. Und die müssen einordnen und bestimmen, was Corona mit uns macht. Letztendlich sind das nur Menschen. Gott hat alles im Griff. Gott hat alle Macht. Er ist der König vor allen Königen und ihn beten wir an. Amen.